Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind hier zumindest in einer Quest stecken geblieben, wie in jeder Folge. Und ich habe ja in der letzten Folge ein bisschen gefailt, wo wir das Dungeon probiert haben. Und wir haben in dieser Zeit auch noch über spezielle Quests bekommen. Und zwar Krieger und 2 Fronten. Verwendete Spezialaufträge, um den Zielort eures nächsten Abenteuers festzulegen. Und zwar, seit wir Level 80 sind, können wir Zonenwechsel machen. Das bedeutet, wir könnten jetzt eigentlich, ich glaube, auf Mist of Pandaria oder Cataclysm gehen. Aber ich habe jetzt für mich so gedacht, hey, weißt du was? Nicht runtergehen. Bitte nicht. So. Wir erledigen jetzt einfach mal die Quest noch und benötigen Garnspule. Das könnte aber das da sein. Dass wir die Quest eigentlich noch da erledigen oder ob wir die jetzt absagen. Ich tue jetzt da zuerst mal noch anschauen, was wir da eigentlich genau für einen Auftrag bekommen. Und zwar genau, jetzt können wir uns entscheiden, ob wir einmal Cataclysm machen oder Pandaria. Das sind ja 2 weitere. Also das eine hat mehr mit den Pandas zu tun, das erklärt sich von selber mit in Pandaria und Böbe und erzählt eigentlich die Geschichte von Pandaria. Cataclysm, ich kann sie eigentlich auch schnell vorlesen. Cataclysm, Todesschwinge und seine Schergen sind in Erscheinung getreten und habt Azeroth für immer verändert. Wir können nicht einfach zusehen, wie sie unsere Heimatwelt zerstören. Oder Pandaria, ein seltsam unbekannter Landmasse, ist aus dem Nebel der südlichen Ozeane hervorgetreten. Führt den Vorstoß der Horde an und beansprucht dieses Gebiet, bevor die Allianz dazu kommt. Also da würden wir eigentlich um das Gebiet von der Allianz, also von Pandaria kämpfen. Und bei Cataclysm kommt Todesschwinge und macht die ganze Welt kaputt. Und wir müssen uns schnellstmöglich dafür einsetzen, dass das wieder ins Reine kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Überlegen, ob ich mich für Pandaria entscheide. Und zwar, Cataclysm kenne ich ein bisschen fast schon in- und auswendig. Darum habe ich gedacht, weißt du was? Wir nehmen Fliegt nach Pandaria. Quest beenden nach Pandaria. Meldet euch in der Feste Grommash in Orgrimmar. Das heisst, wir müssen zurück nach Orgrimmar kehren. Die Frage ist, ob ich das jetzt am besten eigentlich mal anstelle. Das heisst so viel wie, wir brechen jetzt das komplette Spiel ab da in der Eiskrone. Das heisst, ich tue jetzt da auch alle... dass ich einfach alles richtig... Todeswehr am Border Orgrimmar. Hey, habe ich jetzt die falsch abgebrochen? Nein, sag mir jetzt, ich habe genau die abgebrochen, die wir gebraucht haben. Warte schnell, Welt, Azeroth, Kalimdor, nein, die haben wir noch, nach Pandaria. Das heisst, die restlichen könnten wir eigentlich soweit alle abbrechen. Abbrechen, einfach nichts Falsches drücken. Ich breche jetzt plus minus einfach mal alle ab, dass wir unsere Ruhe haben. Und direkt uns mal richtig Pandaria machen. Für das müssten wir jetzt natürlich... Nimm das Portal... Was ist denn das für eine? Die lassen wir jetzt einfach mal noch sein. So, dann tun wir uns den Pfeil mal sorgen. Das heisst, wir müssen das Portal nehmen. Das heisst, wir fliegen in dem Fall noch richtig Dalaran, wo zu schicken. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, weil ich habe gemeint, wir hätten... Gast wird in einem Ort an eurer Heimatort zu ändern. Ich bin jetzt ziemlich unsicher, ob wir den Stein in Dalaran gesetzt haben oder nicht. Aber ich würde sagen, in dem Fall haben wir einen kleinen Ausflug und machen uns auf den Weg nach Dalaran Richtung Pandaria. Dort benutzen wir in dem Fall unser Portal. Das Problem ist jetzt einfach, ich könnte jetzt schon auf Level 80 noch weiter questen. Wir kommen aber viel weniger XP über. Quests ziehen sich jetzt sowieso momentan mega in die Länge. Und ich finde es am besten, wenn wir eigentlich auf Pandaria wechseln. Weil das Wichtigste ist ja wirklich auf Level 120 kommen. Weil was uns ja hauptsächlich interessiert, ist Shadowlands zu machen. Also den Patch Shadowlands mit Level 120 können durchquesten. Und wir sind ein bisschen langsam, immer wieder mehr unter Zeitdruck. Wir haben jetzt schon mal den 10. Und jetzt bleiben uns eigentlich noch... Bis am 27. haben wir Zeit. 26, 27. Dann sollte eigentlich Shadowlands rauskommen. Das heisst, wir haben jetzt ein bisschen mehr als einen Monat noch Zeit. Also 1,5 Monate, sage ich jetzt einmal, haben wir noch Zeit, zum Level 120 zu erreichen. Und das ist wirklich wenig Zeit. Also weil... Klar, wir müssen nur noch 40 Level erreichen. 40 Level in 1,5 Monaten ist gut möglich. Aber jeden Tag noch 20 Minuten bis 30 Minuten Erfolg. Es kann wirklich sehr knapp werden. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir das anbringen. Ich wollte jetzt mal schon schauen, weil neue Talente haben wir, glaube ich, noch keins bekommen. Eine neue Fähigkeit haben wir soweit, glaube ich, auch noch keine bekommen. Die nächste kommen wir dann mit 85 über Rückzug. Verringert die Akkulaufzeit vom Rückzug um 10 Sekunden. Also dann können wir das da alle 20 Sekunden einsetzen. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Vor uns ist schon mal Dalaran. Dann müssen wir schauen, dass wir dort das passende Portal nehmen. Um uns richtig Pandaria zu machen. Ich freue mich ehrlich gesagt schon richtig. Ich wollte mich jetzt aber noch schnell um die Quest kümmern, weil die breche ich jetzt plus Burg Utugar. Die breche ich jetzt alle ab plus minus, dass wir wirklich auch genug Platz haben. Der Oculus kommt abbrechen.
Reist mal auf Makoki in Drachenöde und sprich mit dem... Nein, das tun wir auch abbrechen. Das wäre in der Drachenöde. Azara, melde euch bei einem Gebiet. Wo ist das da? Nehmt das Portal Sonnenherrscher nach Obrimor. Optional. Das lasse ich jetzt mal noch offen auf den Befehl der Sicherung. Ah, das sind alles Befehle des Kriegshäutling. Okay. Aber dann können wir die schon mal eigentlich plus minus alle mal ausblenden, weil uns interessiert jetzt hauptsächlich nur ab nach Pandaria. Ich freue mich schon mega. Mal schauen, was da auf uns wartet. Wir müssen sicher mal schauen, dass wir dann unseren Beutel entleeren. Und wir kommen dann mal wieder in Ogrimmar vorbei. Was für uns bedeutet, wir sehen dann mal wieder Ogrimmar. Also, da haben wir ja gerade noch einen neuen Ring. Da könnten wir eigentlich noch sitzen, aber wir haben ja, glaube ich, nicht allzu sehr... Nein, das lasse ich gerade mal bleiben. Lassen wir gerade mal bleiben, weil jetzt werden wir allgemein eben auch bessere Rüstung bekommen. Jetzt wird alles einigermaßen besser. Also darum ist es auch wichtiger, dass wir jetzt die Zone wechseln. Wir kommen mehr Erfahrung über, wir kommen mehr bessere Rüstungen über. Und jetzt frage ich mich, wo die Portale sind. Die sind da innen, oder was? Hä? Das ist doch Gastwirtin. Ich glaube nicht, dass da drin ein Portal hat. Ich kenne mich so nicht aus in Dalaran. Ich bin nie in Dalaran unterwegs. Komm, lass mich da drüber. Jetzt kann ich nicht mal da über das Ding übergumpeln. Leck, bist du ein Schwachmat. So. Dann schauen wir das Ganze jetzt nämlich mal an. Irgendwo muss da ein Portal sein. Jetzt dürfen wir mich nicht... Ah, da unten durch kann man noch, dann da hinten. Hä? In dem Fall da hinten. Muss ich da mit jemandem von denen... Ah, da hinten! Portal nach Ogrimmar. Let's go! Let's go! Ab zu der Horde Hauptmann. Garo, wie heisst der genau nochmal? Grommasch. Grommasch ist unser Hauptling. Ich habe aber schon wieder einen anderen Namen im Kopf, weil es ja in dem Hauptpatch, wo jetzt gerade momentan eigentlich aktuell ist, wieder ein bisschen anders abläuft. Aber das erfahren wir dann noch früh genug in diesen 1,5 Monaten. Das Tal der Sterne. Willkommen in Ogrimmar. Eigentlich können wir gerade mal schnell unser Zeug alles verkaufen, bevor ich da weitermache. Und zwar, ich glaube, wir können wirklich alles verhökern. Wir brauchen nichts. Warte mal schnell. Das Zeug behalten wir. Das ist nämlich Dings, Lederstoff. Das können wir nämlich gut gebrauchen. Weg. Und das sind Sachen, die ich eigentlich alles in die Bank hinein tun irgendwie, so plus minus. Die können wir jetzt eigentlich auch verkaufen. Hey, ich bin eigentlich so plus minus zufrieden mit dem, was wir jetzt gerade momentan haben. Ich glaube, das müsste mal so langen eigentlich, plus minus. Dann können wir uns immer noch später darum kümmern. Wir werden dann eh noch größere Beutel bekommen und so weiter. Ich habe nichts damit zu tun. Ich freue mich, berichten zu können, dass die Seeschlacht gut verläuft, Kriegshäuptling. Unsere Truppen melden entscheidende Siege vor den Küsten von Tanaris und Tolbarat. Das Blut der Allianz wird vergossen. Das freut mich, General Nasgrim. Ich hörte weiterhin, dass unsere Flotte im Süden eine Gesandtschaft der Allianz gestellt hat. Wir haben das königliche Flaggschiff verfolgt, bis es auf Grund lief. Auf Grund? Wo? Sie haben offenbar eine riesige, unentdeckte Landmasse gefunden, umhüllt von dichtem Nebel. Und die Allianz war zuerst dort. Ändert den Kurs der Invasionsflotte. Ihr und eure besten Veteranen ebnen uns den Weg. Stürmt die Küste. Ertränkt diesen neuen Kontinent in Blut. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, der ist mir ein bisschen zu koscher drauf. Also ein bisschen zu hart. Also der will zu wissen. Aber wie wir gehört haben, ein neuer Kontinent im Nebel. Sprich mit General Nasgrim an Bord von Höllenschrei Fraus. Es geht weiter. Ich habe nichts mit dem zu tun. Ich freue mich, berichten zu können, dass die Seeschlacht gut verläuft, Kriegshäuptling. Unsere Truppen melden entscheidende Siege vor den Küsten von Tanaris und Tolbarat. Das Blut der Allianz wird vergossen. Das freut mich. Das haben wir ja schon mal mitbekommen. Es ist nicht böse gemeint, darum breche ich jetzt hier schnell den Clip ab. Unsere Befehle Okay, ihr habt da glaube ich gerade einen kleinen Lag da drin. Das hat das mal nicht mit meinem Internet zu tun, sondern Ogrimmar selber. Aber ich muss auch ehrlich sagen, der Grommasch ist mir ein bisschen zu... Nur fliegen ist leicht. Dann gehen wir mal da rüber. An Bord von Höllenschreifaus. Das müsste ja eigentlich da vorne sein. Mir ist der Grommasch ein bisschen zu ein harter Typ. Also, er geht mir gegen den Strich mit seiner
tötet alles, metzelt alles nieder. Klar, es ist halt schon ein bisschen... Hä? Ruhm der Horde. 4750, es ist billiger geworden. Gut zu wissen. Aber ich komme jetzt nicht raus. Wo ist das Schiff? Ah, da hinten. Okay, alles klar. Wir müssen uns hier aufs Schiff begeben. Wie es aussieht, fahren wir hier Richtung neue Küste, wo im Nebel liegt, wo sie alles in Schutt und Asche und Blut legen. Mich wundert da, wie das genau kommt, weil eben, ich habe Pandaria, ganz ehrlich gesagt, ich habe zu dieser Zeit eigentlich aufgehört zu gamen und ich mag mich an gar nicht mehr erinnern. Darum wird es für mich wieder mega spannend zu erleben, was da genau passiert. Und besonders, jetzt werden viel mehr Szenarien stattfinden, viel mehr Sachen, also im Gegensatz zu früher. Und das werden wir jetzt im Großen und Ganzen einmal erfahren. So, wo muss ich hin? Welches Schiff? Das nennen die eine Flotte. Das ist ja nichts. Das ist ja Papperlapapp. So, müssen wir da drauf? Alles klar, ich gehe mal davon aus, dass wir da oben drauf müssen. So wie das tönt. Sprecht mit General Nagrim an Bord von Höllenschreif aus. Das kennen wir ja, glaube ich, schon. Das ist ja genau das gleiche wie auch schon im Lichtkönig, also beim Lichtkönig, in der Eiskrone. Dort haben wir ja immer die ganze Zeit müssen auf das Teil drauf gehen. Und ich glaube, das könnte sogar noch genau das Identische sein. Da hat sogar noch ein paar Löcher da. Das hätte jetzt auch einen schönen machen. Da unten zeigt es Metall, aber da zeigt es, sie haben es übernehmen. Leute, dann gerade alles machen. Hey, faule Siechen. So. Da haben wir auch schon unseren Nagrim. Quest beenden. Spricht mit General Nagrim. Nazgrim auf Höllenschreif aus. Mach ich doch jetzt gerade. Ich bin bereit, General. Egal was kommt, wir kämpfen. Pandaria. Ab in die Welt im Nebel. Let's do it. Da drinnen wäre der Kataklysm gewesen, eigentlich, in dem Strudel rein. Wir fliegen schon seit Stunden durch diesen Nebel, General. Die Besatzung wird unruhig. Zurück auf euren Posten, Soldat. Wir werden dieses Land finden oder beim Versuch sterben. Ein Allianzschiff! Backbord! Angriff! Wow. Wir liegen da halb tot umeinander. Wir sind da tierisch unter Beschuss gegen die Allianz. Wow, die haben da eine riesen Basis schon eingeleitet. Ja, nice. Da sind wir ja wirklich schon ein bisschen spät dran. Nazgrim, ich brauche deine Befehl. Wie geht's weiter? Wir würden hier einen 200er Stab oder eine 200er Schusswaffe bekommen. Beides schlechter, als wir schon haben. Benutze einen Kanonenbogen, Schütz, um 80 Gefolgsleute von Donnerwehr zu töten. 9 Kanonen von Donnerwehr zu zerstören. Nice, okay. Du gibst uns den Auftrag und wir erledigen das. Aber wo finde ich die? Was sind die? Was muss ich da brauchen? Wo sind denn die Kanonen? Das ist doch so eine Kanone. Oder muss ich da unterirdisch gehen? Ich glaube, ich muss unterirdisch gehen. Um das andere Schiff oder die Station von der Allianz anzugreifen. Jawohl. Alles klar. Let's go. Wir haben da 2 Knöpfe zum Benutzen. Wir schauen da mal. Okay, es ist ein bisschen komisch von der Grafik her, wie das da so... Krass, Mann. Die Kanonen gehen ja voll eins ab, aber was macht das da?
Okay, okay, okay. Dort oben sehe ich einfach mega schlecht. Ich glaube, ich bin einfach an einem blöden Platz für das. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich muss mehr in die Ferne schiessen. Da die Nähe funktioniert nicht so gut. Aber wir schlachten die Allianzer ab wie Sand am Meer. Das kommt ziemlich gut. Viel fehlt nicht mehr. Aber eben da in die Nähe ist wirklich blöd zum Zielen. Nice, haben wir es schon abgeschlossen? Nice, wir haben hunderte Allianzer zerstört. Wir sind gut, weiter geht's. Wir nehmen da mal das damit, das können wir gut verkaufen. Benutze einen Abseilstrick, um nach unten zu gelangen. Abseilstrick, Abseilstrick. Wo? Wo? Da? Okay, let's do it. Einmal abwärts bitte. Dass wir da nicht beschossen werden, wenn wir runterfliegen? Nice. Okay. Ah, da hinten haben wir eine ganz kleine Basis mal aufgebaut. Aber das ist ja gar nicht im Gegensatz zu da hinten. Also, Quest beenden! Tötet 15 Truppen von Donnerwehr. Egal was kommt. Zerstört 10 Stab und Munition von Donnerwehr. Schrei, beobachtet euch. Und, okay, okay. Donnerwehr, das heisst, ich darf mich da ins Gebiet hineinbegeben. Sehe ich das richtig oder muss ich da nochmal aufs Schiff rauf für das? Das hättest du mir jetzt schon mitteilen können. So, dann nehmen wir unsere Drachenfalken und yippie Schweinebacke, los geht's. Dann zeigen wir mal den Allianzer, wer da der Babo im Haus ist. Das ist zu weit entfernt. Gut, wir haben nur 3000 Leben, das ist noch gut machbar. So, das dritte sind wir da, glaube ich, gut am Start, um die zu erledigen. Donnerwehr! Let's do it! Auf Wiedersehen! So, nice, nice, der greift uns, glaube ich, an da. Nehmen wir ihn auseinander. Was meinen die mit Munition zerstört? Wahrscheinlich meinen die das, oder? Muss ich dann da an mit dem Teil da haben? Okay, der greift uns gerade der nächste an. Muss mich gar nicht darauf konzentrieren, die Welle anders abzutöten. Die machen das schon von allein. Drachenfalken! Alle Arbeit bitte, danke vielmals. Dann haben sie wieder faulenzen, das geht gar nicht. Da haben wir gerade 3 Stück aufs Mal, dann habe ich... Ich habe kein Ziel. Das lädt immer noch auf. Ah nein, in dem Fall Kisten. Nicht die da, sondern Kisten. Okay. Wir müssen Häufen von Kisten zerstören. Okay, okay, okay. Das sollten wir gut anbekommen. 5 von denen haben wir schon mal. Also wir werden wahrscheinlich mehr müssen töten, als wir da Vorrat haben. Da haben wir auch wieder solche. So, meine Drachenfalken haben genug Leben. Wir sind noch gut am Start. Das stirbt eh durch unsere Dinger. Durch unsere Falken und gut ist. Und den interessiert es nicht. Den interessiert es einfach voll nicht. Ja, lalalala, nichts ist los, da passiert gar nichts. Nein, wir werden nicht angegriffen, nichts. Es hat gerade nicht ein Hordler irgendwie 3 von meinen Kameraden umgebracht. Ich bringe jetzt mal gemütlich das Zeug über. Für etwas anderes werde ich nicht bezahlt. Typisch Mensch. So. Dann erledigen wir das, dann können wir da vorne nämlich den nochmal schnell in Schutt und Asche legen und explodieren. So. Dann haben wir die auch zerstört. Ich weiss gar nicht, können wir dann Pandaria fliegen? Jawohl, okay. Dann können wir da natürlich einiges leichter da einfach die ganze Zeit so machen. Genau, jetzt haben wir immer 1 zu 1. Dann können wir immer bei diesen Ladungen eigentlich Halt machen, wieder wegfliegen, rauffliegen. Ich habe nicht gewusst, dass wir fliegen können schon. Ich habe gemeint... Oh fuck. Ich meine, das wird auch so einer. Das wird auch so einer sein, den wir töten müssen. Dann können wir da wirklich von Position zu Position fliegen. Schön gemütlich das rauspicken. Und dann haben wir immer schön einen, den wir töten und etwas, das wir in die Luft sprengen. Dann kommen wir nämlich, glaube ich, gut vorwärts so. Ja, muss ein bisschen schauen. Im Drachenfalken kann man jetzt auch noch ein bisschen Schaden über. Komm, stirb einfach. Lass zu. Lass zu. So.
Ab zum nächsten. Wo haben wir nochmal einen? Da oben haben wir gerade 2 aufs Mal. Das sieht ziemlich nice aus. Ich muss zuerst. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die da oben. Da hat es gerade 3 sogar aufs Mal. Sage ich nicht nein. Wir brauchen noch 4 Stück. Das heisst, 3 aufs Mal sind schon mal ziemlich ein guter Ansatz. Ich würde sagen, willkommen in Pandaria. So, der Grommasch hat ein Blutgemetzel wollen, dann kommt eins über von uns. So wie es aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tod hat mir noch mehr gefallen, wo das Thrall die Führung war. Da hat sie wirklich noch Ehre und Stolz gehabt, jetzt ist sie wirklich nur noch... ja. Aber die Allianz ist kein bisschen besser, darum... Mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt, besonders jetzt in Shadowlands. Ich freue mich mega drauf. So, die Aufgabe haben wir erledigt. Jetzt fehlt uns aber noch eine Ladung. Da unten haben wir eine. Dann nehmen wir die noch deutlich auch noch auseinander. Noch deutlich. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es sogar, ohne dass es jemand bemerkt. So, ab auf unsere Drachenvolke. Let's do it! Go, go, go! Das haben wir gut erledigt, aber mir zeigt jetzt auch, die Quest muss ich da innen abgeben. Wieso muss ich jetzt die plötzlich da innen abgeben? Haben wir schon das ganze Dorf niedergemetzelt irgendwie, oder wie? Sieht ganz danach aus, okay. Okay, ja, wie es aussieht, haben wir jetzt schon das ganze halbe Dorf niedergemetzelt. Dann würde ich da sagen, mach sie kalt haben wir beendet. Und die andere Quest haben wir auch beendet. Tötet Hauptmann Thorin in Donnerwehr. Haben wir eine neue Quest bekommen? Wir müssen den Hauptmann in... töten. Aber ganz ehrlich. Da hinten hat es irgendein Schräubchen, wo man die erste Barrikade, die zweite Barrikade zerstört. Ich kann ganz ehrlich, an dieser Stelle würde ich sagen, wir sind in Pandaria angekommen, aber wie genau das alles Ganze weiterläuft, das erfahren wir doch in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde WoW mit dem Schweizer. Wie es in dem Gefecht abgeht und wie wir da den letzten Schlag auslöschen, um den Captain von der ganzen Crew zu töten, das erfahren wir dann. Danke mal fürs Einschalten, bis dann und ciao.